Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Und ja, bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch gerade noch sagen, was jetzt am Ende vom letzten Video, was jetzt vor ein paar Sekunden passiert ist. Und zwar ist mir das Wespe in den Helm geflogen. Ich kann jetzt nur zu etwa 80% sagen, dass das Wespe rein ist, weil es hat schon jetzt weh getan. Ich denke, dass er mich gestochen hat. Und das Problem war, ich kann das Ganze ausblenden. Wenn du ein Wespe im Helm hast und du merkst, dass etwas rumflattert, du hast so Panik. Also ob es mich jetzt gestochen hat oder nicht, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Blöd gesagt, also genau. Also erst das Motorradgesetz, wenn es geht, den Helm komplett zu haben oder höchstens so ganz bisschen, so einen Millimeter offen. So auf der ersten Stufe sagt er so wie Stufe, das macht klack, 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 oder? Und wenn dann höchstens die erste Stufe offen, wenn es muss sein. Aber wenn es nicht muss sein, nicht einmal das. Genau. Und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen zum neuesten Video. Ungeschriebene Motorradgesetze. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg heim. Ich bin jetzt genug lang unterwegs gewesen. Oh, jetzt geht es auch wieder rot. Ich habe genug jetzt erlebt. Genug lang unterwegs gewesen. Oh. Boah, nein, das hat mich so gestochen im Ohr. Also ich sehe es dann daheim. Hinterradbremse nutzen, Kurven fahren, langsames Wenden, wie wenig benutzt früher. Also das heisst, wenn man Kurven fährt, dann muss man sowieso eine Kurve fahren. Wenn man in der Kurve überhaupt bremst, man sollte ja nicht in der Kurve bremsen, aber wenn man in der Kurve muss bremsen, aus was im Grund auch immer, benutzt die Hinterradbremse. Wenn ihr eine Vorderradbremse nehmt, dann kann es sein, dass ihr vorne, dass euer Rad vorne wegrutscht, querstellt, was auch immer. Und ist weniger geil. Würde ich sagen, ist weniger geil. Genau. Ich habe früher die Hinterradbremse so gut wie gar nie genutzt. Ich habe auch Kommentare gelesen, die mich leider bestärkt haben. Die Hinterradbremse ist beim letzten Service noch wie neu gewesen. Für was braucht man die Hinterradbremse? Die kann man eigentlich abschrauben oder so. Blöd gesagt. Aber ich bin jetzt mittlerweile einer, wenn ich Lichtsignale fahre, Kreuzungen, was auch immer. Ich bin eigentlich einer, der beides benutzt, der beides braucht. Weil das ist gut, wenn man die Kraftverteilung auf beide Bremsen macht, nicht nur auf eine. Weil für etwas hat man auch zwei Bremsen, oder? Also und ist einfach sicherer, ganz ehrlich. Wenn man die Hinterradbremse nimmt, dann kann man schon vorne nicht rausrutschen. Genau. Dann auch ein ungeschriebenes Motorradgesetz. Ich mache das immer, aber es wäre natürlich verständlich, wenn man jetzt zum Beispiel Pass fährt und ganz viel TÜV hat. Weil wir reden jetzt da vom TÜV-Kurs, Motorradkurs. Für mich ist das eigentlich Pflicht. Also immer, wenn ich einen TÜV fahre, sehe ich grüße immer. Aber wenn ich vielleicht gerade denke, ich habe keine Lust zum Grüßen oder so, ich grüße immer, ich werde auch meistens grüßt. Meistens. Also es gibt solche, die grüßen nicht, auch gerade so Warnwesten GS-Fahrer, die grüßen nicht, die sind ja sowieso ein anderes Volk. Boah, mein Ohr, ich muss die Hause schauen, ob mich das geschossen hat. Aber wirklich, jeder, auch solche, die wenn er eine Allergie haben, bis hier da Gegengift reingespritzt haben, wenn wir mit TÜV-Kleider sind. Also genau. Eben Biker-Gruß gibt es auch bei Oldtimer. Ich habe auch angefangen mit Oldtimer, andere Oldtimer zu grüßen. Oder bei meinem Mazda. Ich habe ja aktuell noch einen Mazda. Mazda-Fahrer grüßen sich eigentlich auch gegenseitig. Oder was ich jetzt noch nie gemacht habe, was ich auch schon viel gehört habe, TÜV-Polizei. Es gibt Leute, die haben gute Erfahrungen, die Leute sagen, TÜV-Polizei sind auch nur Menschen. Es gibt aber solche, die gesagt haben, der Polizist sieht dann aus, hätte dann gekehrt, sagen wir hinterher und hätte mir dann einen Bus gegeben wegen abgefahrenen Pneu oder irgendetwas oder wegen kein Sicher in dieser Zeit nicht sich auf den Straßenverkehr konzentriert oder. Also ich denke ziemlich sicher, ich würde kein TÜV-Fahrer, Polizist grüßen. Heute ist mir auch einer entgegengekommen und ich habe ihn nicht grüßt. Also zumindest solange er zivil unterwegs ist. Genau, dann versetztes Fahren in der Gruppe. Also viele machen das wirklich falsch und ich habe das auch vielmals schon am TÜV-Gottesdienst, jetzt sind wir ja 60, 70, 80, je nachdem was für das Wetter ist, würde ich sagen bis zu 70 TÜV. Bis zu 70 TÜV würde ich sagen.
Boah, nachher lasse ich den TÜV im Stegen aus. Vielleicht ist da immer noch... der TÜV, ich meine, der TÜV-Film. Vielleicht ist da immer noch ein Waldspiel rein. Was soll ich sagen? Genau, sind wir beim TÜV-Gottesdienst bis zu 70, 80 TÜV. Und da sieht man viel. Ich fahre dann extra rechts oder links, weil der andere... schau, ein Oldtimer. Wie der andere TÜV von mir auf der Gegenseite ist von mir. Aber es gibt viele, die es nicht können. Zum Beispiel musst du so fahren, zum Beispiel so rechts, und dann fährt da einer links. Oder du fährst links, weil da einer rechts fährt. Und so kannst du relativ nahe fahren, weil wenn jeder so ist, wie da vorne wäre ein TÜV und ich wäre ein TÜV, und du hast 80 TÜV, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kilometer Schlangen. Darum, man könnte es so machen, dass man sogar am Lichtsignal ein paar TÜV nebeneinander stellt. Und dann ist das auch absolut kein Problem. Aber versetzt zu fahren, also das müssen viele Leute noch lernen. Also wirklich. Müssen viele Leute das noch lernen. Dann Signale geben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt da vorbeigefahren bin, da sehe ich jetzt, da machen sie Laser, dann das Lasern oder irgendetwas, und mir fährt ein TÜV-Fahrer entgegen, und ich zum Beispiel auf den Helm klopfen. Das heisst Polizist, Polizeikontrolle, was auch immer, was für eine Art auch immer. Dann muss man halt die Geschwindigkeit drosseln, sich vernünftig auf den TÜV stellen und passiert dann nichts. Aber ich wollte jetzt da nicht jedes Signal sagen. Da gibt es genug Videos auf YouTube. Da kommt zum Beispiel auf den Boden, wenn einer entgegenkommt, zum Beispiel auf den Boden zeigen, schon genug früh. Und dann wissen die, hey, der Boden ist vielleicht nicht gut. Hat Kies, hat Öl, hat irgendetwas am Boden. Whatever. Genau, da gibt es genug. Dann als TÜV-Fahrer kannst du schon mal aufs dein Vorfahrtsrecht, dich von deinem Vorfahrtsrecht verabschieden. Weil ich weiss nicht, ob es vielen Autofahrern einfach scheißegal ist und die das Vortrittsrecht nehmen, oder ob sie sich einfach nicht sehen. Oder was ganz genau los ist, aber viel wirklich nehmen die jetzt Vorfahrt. Also wirklich. Dann immer bremsbereit sein. Also ich bin mit dem rechten Fuß sowieso immer auf der Bremse, da nicht, weil da muss ich Gas geben, da kann ich nicht so Gas geben. Aber mit dem rechten Fuß bin ich immer auf der Bremse. Dann Ritual. Ich finde gut vor dem Fahren, wenn man so Ritual hat, wenn man sich so etwas angewöhnt. Es gibt vielleicht Leute, die eins rauchen vor dem Fahren. Du musst jetzt aber nicht anfangen zu rauchen, dass du das Ritual hast. Oder vielleicht einen Schluck Wasser nehmen, eine Wasserflasche mitnehmen. Oder einen Schluck Red Bull. Oder so irgendein Ritual. Oder ein bisschen im Handy spielen. Einfach um sich so aufs Fahren vorzubereiten, weil das TÜV-Fahren ist schon nicht nichts. Also TÜV-Fahren ist eigentlich ist TÜV-Fahren Sport, finde ich. Genau. Und ganz zum Schluss, bitte gebt aufeinander Acht. Also wenn jetzt ich bin zum Beispiel, mein TÜV ist noch etwas anderes. Ich musste von einem Punkt zum anderen Punkt laufen. Ich hatte meine Lederjacke an und meinen Helm in der Hand, und dann hat mir ein Rollerfahrer ist angehalten, hat gefragt, ob ich mit will. Und so etwas habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Oder zwei Leute haben mir geholfen, den TÜV anzuschieben, weil er nicht mehr angelaufen ist. Und einfach so, wenn einer am Strassenrand ist, ein TÜV-Fahrer, es kostet da ja nichts, kurz anzuhalten und zu fragen. Meistens machen sie wahrscheinlich eine Pause, Raucherpause, Telefonat, was auch immer. Ist wahrscheinlich meistens nichts, wo man muss helfen muss, aber es ist eine schöne Geste, wenn man fragt, ob man helfen kann. Und somit würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze schön viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich habe es mega schön gefunden, wieder mal in Winter unterwegs zu sein. Und jetzt sind wir unterwegs heim. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.